Herr Präsident, die Damen und die Herren, Preissteigerung steht als Quäsch an unserer Gesellschaft angekommen. Wir haben Lebensmittelkosten, die Leute haben Heizer, Stromkosten zu kämpfen, explodierende Spritpreise, auch vom Logement mal gar nicht zu schwätzen. Und ich ging alle guten invitieren, mal nur zu gucken, was nimmen den Unterschied ist zwischen der Haushaltsversicherung von diesem Jahr und der von dem letzten Jahr. Und der ist dieses Jahr als die paar 100 € mehr hoch wie die von dem Jahr vordrun. Die Leute, die Damen und Herren, als Matbürgerinnen und Matbürger, für die wir eigentlich hier stehen, die brauchen unserer Meinung nach finanziell Hilfe. Und zwar lo. Tanken für 2 € am Mai, der Liter, das schlägt schon an den Portemonnaie. Und das bei Südvereinen. Bei denen, die sowieso Probleme haben, für Ende vom Monat dann zusammen zu kriegen, und ich meine auch bei denen, die mehr verdienen. Auf der CSV heißt es, Schaffen muss sich weiter lohnen. Und der Weg auf Schaffen, das darf auch nicht zum finanziellen Fiasko zu gehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. 80 Kilometer den Tag, mal 8 Liter, mal 22 schafft ich. Das sind, die Damen und die Herren, sind das bei 95er Benzin 334 €, bei 98er Benzin 375 €, aber bei Diesel 345 € Sprit. Herr Energieminister, die führt auf Kosten vom Staat. An die Preise, die ich hier nennen, das sind die für auf Schaft zu fahren, du hast das Weekend noch gar nicht dran. Weil, die Damen und die Herren, dieselben Deplacementer, die haben letztes Jahr am Juni 2021 mehr wie 100 € Manner gekostet. Und nicht steht für ihn, Herr Turmes, der kann auf sein Auto verzichten. An den Auto als Transportmittel darf an as für CSV kein Privileg von ein paar Happy Few. Wir sind notwendig der Meinung, dass Spritpreise für uns keinen gewollten Lenkungseffekt sind. Und wir haben notwendig eine andere Meinung wie die Grünen, übrigens gedrohen von Blau und Rot. Ideologisch Lenkungseffekte auf Kosten von den Leuten als an diesen Zeiten nicht eins will, da das nicht der CSV hier will von der Politik. CSV ist der Meinung, dass das Wirken vom Staat auf die hohen Spritpreise im Moment ungenügend ist. Wir erreichen mittlerweile zum Teil mehr hohe Spritpreise wie an Deutschland, nicht weit davon an der Belgien, übrigens derselbe Preis gestern gemoos, und auch nicht weit von Frankreich. Das geht an der Ewigkeit nicht mehr bei uns, dass die Leute an Deutschland tanken gefahren sind. An der Umwelt bringt das auch nichts. Ich zitiere aus der Etude von dem Professor Dr. Dieter Evringmann, Tanktourismus Lützeburg 2016, die übrigens für den Energieminister gemerkt hat, umweltentlastend, sieht Herr Evringmann, ist dies nur in dem Maße, wie der Anstieg in anderen Ländern hinter dem Rückgang in Luxemburg zurückbleibt. In klimabilanzieller Hinsicht spielen der Ort des tatsächlichen Treibstoffverbrauchs und damit auch der tatsächliche Emissionsort allerdings gar keine Rolle, sieht der Professor Evringmann. Für unser Staatsbudget, die Damen und die Herren, hat das ganz aber schon einen Impact. Und da ist es nicht egal, ob ihn zu Schengen tankt oder die andere Seite von der Mosel zu Perl. Weil ob 1 Million € Resetten pro Jahr, die direkt oder indirekt dazu dienen haben, dass zu Lützeburg der Sprit über die letzten Jahre eine gute Kraft mehr billig war wie an den Notbeschländer, mengen ich, eine Menge bescheidener Analyse vom Staatsbudget, können wir nicht von Haut auf mehr einfach verzichten. Aber besonders ein Staat, den ohne Dems schon defizitär ist, an de facto auf Puff lebt. Weil, unserer Meinung nach, an guten Zeiten vergiss gouf, ja, die könnt nur lachen, die richtigen Äpfel für den Duscht auf Zeit zu leeren. Dafür folgen Fragen an die Regierung. Was gedenkt die Regierung zu machen,
Für die Leute an dieser Situation mit explodierenden Spritpreisen in der Därm zu greifen, wird gedenkt Regierung zu machen, für zu verhindern, dass die Rezette vom Tanktourismus, das sind 1 Milliarde Euro pro Jahr, einfach so wegsprechen oder als das einen gewollten Lenkungseffekt von dieser blau-rot-grünen Regierung. Als CSV hätte mir am Februar schon, vor dem Ukraine-Krieg, eine Reihe von Proposen gemacht, für den hohen Energiepreisen entgegenzuwirken. Ohne übrigens das Ausmaß von dem explodierenden Spritpreisen von heute zu kennen. Wir hätten damals eine Reihe von konkreten Vorschlägen gemacht. Das war die Aufholung von den Steuern, Accisen an TVA auf Heizes und Sprit. Das war die Erweiterung von dem Kreis von Leuten, die an den Genuss von einer Allokation de vie chère kommen können. Und das war auch Kilometerpauschal an Kilometergeld an die Luft zu setzen. Weil besonders der ländliche Raum, die Damen und die Herren, die geht mit hohen Spritpreisen am meisten belastet. Wir goufen damals belächelt, es wäre eine Politik von der Stranz. Aber ja, es schon lieber eine Stranz und auch ganz viele Leute draußen, die müssen 150 € am Mai für einen Tank bezahlen, wie ein Drips auf Bewärmen stehen. Wir sind der Meinung, dass es besser ist, die Leute finanziell zu entlasten, mit pragmatischen Lösungen wie stur Politik mit Ideologie zu machen. Weil uns wir etwas nicht vergessen. Es sind nicht Zuhe von der Politik, es sind Zuhe von der Allgemeinheit, und vor allem denen, die Steuern bezahlen. Und dafür haben wir 3 konkrete Vorschläge zu machen als CSV. Kurzfristig sind wir der Meinung, dass in den Tankrabatt von 7,5 Cent, den nur bis Ende von dem Monat Juli lebt, dass in dieser bis den 30. September verlängern. Wir verschließen uns auch nicht einer eventueller Erhöhung. Auch wenn das soll zeitweilig ein Aussetzen von der CO2-Steuer bedeuten. Eine Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. An dem Fall als CSV der Meinung, ein äquivalente Montant aus dem Staatsbudget an den Zukunftsfonds zu feiern. Weil wir wollen, und das sage ich auch klar als CSV, nicht das Aussetzen von der CO2-Steuer zum Prinzip geht. Zweite Vorschlag von uns. Wir sind der Meinung, dass sie Steuern, Taxisen an TVA, ob Sprit, an Heizkosten, ob den EU-Minimum aufsetzen, an der temporär bis und dann vom Jahr 2022. Und drittens sind wir der Meinung, dass in der maximale Referenzwert für an den Genuss von einer Energieprim zu kommen, dass in die soll verdoppeln. Und ich erkläre mich das heißt konkret Folgendes. Für einen Staat mit einer Person bis zu einem Einkommen von 3.800 netto kriegt ihn dann eine jährliche Prim von 200 €. Bei einem Staat von 2 Personen bis zu einem Nettoeinkommen von 6.700 € kriegt ihn dann eine jährliche Prim von 250 €. Aber bei einem Staat von 4 Personen bis zu einem Nettoeinkommen von 2 Verdiener von 9.100 € kriegt ihn dann eine jährliche Prim von 350 €. Dafür als Konklusion, unsere Meinung sind ganz viele Leute draußen. Und ihr kommt ja gerade wie mir viel an der letzten Zeit draußen und immer, die das ganz finanziell nicht mehr packen. Und ihr wisst, dass Lützebäuer retizent sind, die laufen nicht direkt auf die Straße. Wir für allem die Schwester an unserer Gesellschaft, sie belastet. Aber auch immer mehr die breite Mittelschicht. Zeiten vom No-Gucken, die Damen und die Herren, sind für uns river. Das ist nur in der Zeit zu handeln am Interesse von Land und Leid. Und dafür sind wir all, die 60 Scheibannen, gewählt. Und dafür sind wir auch da. Das zählt für die Opposition und das zählt auch für die Majorität. Und am besten machen wir das, unserer Meinung nach, zusammen. So nicht, merci für die Nachricht. Merci vielmals, Herr Roth.